Danke für den Reminder. Predige Hochdeutsch am Sonntagmorgen. Ich gebe mein Bestes. Richtig gut. Ist cool. Ist das extra für mich? Ja. Hey, so schön mal wieder hier zu sein. Ich habe euch ein Originalfoto mitgebracht von König David. Nicht das, sondern ja. Da war er ungefähr 70, kurz vor seinem Ableben. Man nimmt an, dass er ungefähr 70 Jahre alt geworden ist. Nein, das ist nicht David. Das ist jemand anderes. Wer hat ihn erkannt? Wer ist das? Fjodor. Das ist Fjodor Dostojewski, russischer Schriftsteller. Schon lange verstorben. Und wer hat schon mal ein Buch von Dostojewski gelesen? Oh wow, doch, einige. Ich habe vor Jahren einiges von ihm gelesen. Der Idiot zum Beispiel. Bekannt ist auch das Buch Die Brüder Karamasow, wurde auch verfilmt. Und worum es heute geht, sein Buch Schuld und Sühne. Schuld und Sühne oder auch Verbrechen und Strafe. Und das ist eine spannende Geschichte, spielt in St. Petersburg Ende des 19. Jahrhunderts. Und der Protagonist ist Raskolnikow, mit vollem Namen Rodion Romanowitsch Raskolnikow. Junger Typ, erfolglos, und der hat ziemlich schräge Gedanken so über das Leben. Man taucht tief ein in seine Seele, in seine Biografie, und er stellt sich irgendwann die Frage, gibt es ein Verbrechen, das erlaubt ist? Eigentlich irrational, oder? Ja, aber wenn das Verbrechen Sinn macht, ja, und dann geht es in diesem Roman um eine ältere Dame, die ihm das Leben schwer macht und allen das Leben schwer macht, und er denkt sich so, und man verfolgt so diesen Prozess, diesen innerlichen Prozess, den er geht, immer tiefer rein, so das macht doch absolut Sinn, wenn ich, also für die ganze Welt und nicht nur für mich, sondern wirklich für alle, es ist eine Erleichterung, wenn diese Frau stirbt und wenn nötig durch meine eigene Hand. Ja, und so kommt es dann. Raskolnikow bringt diese Frau, diese ältere Frau um. Aber das ist erst ein Teil der Geschichte. Dann geht es los. Schuld und Sühne. Und er dachte am Anfang, ja, aber das ist doch keine Schuld, die ich da begehe. Und dann verfolgt ihn diese Schuld. Und das ist krass. Einen tiefen Einblick in die menschliche Seele, Gewissensbisse, Albträume. Es lässt sie nicht mehr los. Irgendwann ermittelt die Polizei und sie kommen ihm auf die Spur. Und er wird vorgeladen und er streitet alles ab. Und es ist mega spannend. Und zum Schluss kann er nicht anders und bekennt seine Schuld. Und er muss ins Gefängnis. 8 Jahre Straflager. Auch das wird beschrieben. Dieser Roman ist in die Geschichte eingegangen und es ist mit das Beste, würde ich sagen, zu diesem Thema. Schuld und Sühne. Die Quintessenz ist eigentlich die, zu sagen, ja, jede Schuld, die irgendwie passiert in dieser Welt, wird gesühnt an irgendeiner Stelle. Hat Konsequenzen. Sonst wäre da etwas im Ungleichgewicht. Schuld und Sühne, Verbrechen und Strafe, Sünde und, ja, was passiert mit der Sünde in unserem Leben? Wird die einfach vergessen? Was hat das für Folgen? Darum geht es heute. König David.
Schuld und Sühne. Die Schattenseiten seines Lebens. Und das ist nett formuliert, Schattenseiten. Wir alle haben unsere Schattenseiten, oder? Dunkle Seiten, von denen nur ich etwas weiß. Ich weiß, es ist heute Morgen kein positives Thema. Es tut mir leid, mir fiel dieses Los zu und das noch auf Hochdeutsch. Damit es schön klar ist, ja. Nein. Die Schattenseiten, Schuld und Sühne. Versteht ihr? Natürlich ist die Bibel die beste Romanvorlage, übrigens auch für viele Romane von Dostojewski, der sich sehr auch in dem Roman Schuld und Sühne mit dem Glauben auseinandersetzt. Immer wieder Elemente auch vom Johannesevangelium, die wir in Schuld und Sühne finden. Ganz, ganz spannend, wie er die biblische Geschichte da auch verwebt. Und er war wirklich von der Bibel inspiriert, dieser Mann. Deswegen sind die Romane so spannend zu lesen. Aber die Originalvorlagen, denn diese Geschichte ist ja nie passiert mit Raskolnikow, aber die mit David und Bathseba, die ist ja wirklich passiert. Und auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir ja schon, wie die ersten Menschen durch eine persönliche Schuld ihre Unschuld verloren. Und später musste ein Unschuldiger für diese Schuld sterben. Das ist ja die ganze Geschichte. Schuld und Sühne. So hängt auch die Bibel zusammen, die ganze Geschichte des Evangeliums. Da ist Schuld und da ist Sühne. Jemand bezahlt dafür. Und deswegen kann Gott vergeben. Deswegen erleben wir Gerechtigkeit. Schuld und Sühne, diese Balance hat ja mit Gerechtigkeit zu tun, dass Gerechtigkeit geschieht. Hey, ja, natürlich musst du ins Gefängnis, wenn du jemanden umbrichst. Es gibt nicht die idealisierte Form des Verbrechens, das gibt es nicht. Du musst für das gerade stehen. Und es gibt auch ein himmlisches Rechtssystem und Gerechtigkeit. Und ich weiß, und das ist ein spannendes Thema, ja, Detlef, es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, es gibt so viel Verbrechen, die anscheinend erlaubt sind, oder? Jetzt können wir hier heute Morgen einen Riesenfass auftun und erstmal von uns ablenken. Machen wir das kurz und kommen dann wieder zurück, okay? Wir finden hunderte von Beispielen, wo wir mit dem Finger drauf zeigen können und sagen, das ist nicht fair und wird der Mann oder diese Frau oder dieser Staat mal zur Rechenschaft gezogen für das, was da getan wird? Und ich glaube zutiefst, ja. Entweder schon in dieser Weltzeit oder allerspätestens, und das lesen wir auf den letzten Seiten der Bibel, wenn alle und alles vor Gott erscheinen muss. Dann werden letzte Worte gesprochen. Haben wir vorhin gesungen. Jesus hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Und da wird Gerechtigkeit geschehen. Das wird übrigens sehr lange dauern. Können Sie sich vorstellen, bei Billiarden von Menschen und in jedem Einzelnen so, komm, Jannik, jetzt gucken wir mal, wo muss da noch Gerechtigkeit gesprochen werden? Und dann komme ich irgendwann dran, das geht mega lange. Aber zum Glück sind wir in der Ewigkeit dann. Wir haben Zeit. Und nur so macht es Sinn, dass am Ende die Botschaft uns erreicht, es werden alle Tränen abgewischt von unseren Augen, oder? Und es wird kein Schmerz mehr sein, es wird Gerechtigkeit herrschen. Fjodor, vielen Dank für diesen Einstieg. Und wir können jetzt direkt einsteigen in diese Schattenseite-Geschichte von David und Bathseba. Jetzt sind wir ready. Ich habe euch ich habe kein besseres Bild gefunden. Alles andere war FSK 18. Und deswegen habe ich das ist ein Ausmalbild. Gibt es tatsächlich. Ja. Bathseba badet, David in seinem Palast beobachtet diese Geschichte, ja? Also diese Frau. Und dann kommt es ja zum Äußersten. Also wer das Ausmalbild möchte, kann dann gerne auf mich zukommen, so vielleicht zur persönlichen Inspiration und so ein bisschen damit arbeiten.
Ja, sehr spannend. Ausmalbild. Da war König David, ne? So auf seinem Thron, auf seinem Thrönchen. Ich war übrigens gerade neulich da, Jerusalem, Davids Stadt. Und da finden Ausgrabungen statt. Man weiß ungefähr, ziemlich genau, wo der Balkon des Königs war, von wo aus er schaute auf den Berg gegenüberliegenden Berg, Ölberggebiet, so wer schon mal da gewesen ist. Und da war ein Häuschen und da ungefähr da hat Bathseba gewohnt, verheiratet. Und David, ja, hatte ja Zeit. Seine Männer kämpften an der Front, seine Frauen, er hatte mehrere, vergnügten sich und er war sehr stolz in seinem Herzen und so kennt ihr das, so im Chill-Modus, so im Chillen, ja, so auch ein bisschen genießen, das Leben genießen, ist so nicht verkehrt, oder? So, ja. Und dann wurde ihm vielleicht auch ein bisschen langweilig so beim Chillen. Ja. Man kann ja auch mal aufstehen von seinem Thron. Ja. Hat man mehr Überblick, was so läuft in der Nachbarschaft. Ja. Und ihn sieht ja keiner und ihm kann auch das Gucken keiner verbieten. Er ist ja der König, ja. Der König von Israel. Tja, warum muss auch ausgerechnet die Bathseba da baden? Ja. Kann ja David nichts für. Der arme Kerl. Ja? Ist klar, dass er da hingucken muss. Das sieht man auch auf dem Ausmalbild. Das sieht man sehr schön. Ja? Kann man sich gut vorstellen. Ja? Ja. Versteht ihr, diese Geschichte geht übel aus. David lässt den Mann von ihr umbringen. Und er schwängert sie. Und ein Kind wird geboren. Es gibt Verbrechen, Schuld, die ist irreversibel. Kann man nicht wieder rückgängig machen. So eine Geschichte ist das. Und man fragt sich, wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen? David, der Mann nach dem Herzen Gottes, kommen wir gleich nochmal zu. Irgendeinen Punkt hat er verpasst, oder? Ich bringe euch kurz eine moderne Version von David und Bathseba, damit wir uns das besser vorstellen können. Die könnte so laufen. Ja, weißt du, Schatz, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also, wie gesagt, ich habe dir das ja schon mal gesagt, ich saß da in einem Zug und da saß diese Frau. Wir waren da allein im Abteil, also die Deutsche Bahn hat das so geplant. Ja. Und ja, ich weiß, normalerweise unterhalte ich mich nicht mit anderen Zuggästen, aber irgendwie, und dann haben wir so über Urlaub gesprochen und ja, sie war gerade in den Ferien und dann, oh wow, wo warst du denn und kannst mir mal den Link schicken? Ja, und dann habe ich ihr halt meine Nummer gegeben, ja, klar. Und dann hatte ich natürlich auch ihre Nummer, weil sie hat mir ja den Link geschickt und nein, wir haben nicht oft geschrieben, also nee, ich kann dir das jetzt nicht zeigen, ich habe das gelöscht. Aber nein, sie wohnt ja auch ganz in der Nähe und wir haben uns echt, das war zufällig, dass wir uns da getroffen haben in der Stadt. Also da bei ihrer Wohnung da in der Nähe. Und das Café hatte gerade zu, aber sie hat ja auch eine Kaffeemaschine. Und deswegen sind wir
Verstehst du? Es gibt diesen Punkt, wo du nicht mehr zurück kannst. The point of no return. Kennst du den? The point of no return. Wenn du mit einem Bötchen unterwegs bist, auf dem Niagara-Fall, dann ist das am Anfang richtig, macht Laune und du fährst da so gemütlich, ja, auf dem Niagara-Fällchen, ja, und du spürst noch nichts von diesen unglaublichen Kräften, die dich später in den Tod reißen werden. Ja. Du siehst zwar immer so Menschen am Ufer, die so freundlich winken, ja. Verstehst ja nichts, weil bist ja da. Das Rauschen des Wassers ist so laut. Da sind überall Stoppschilder. Ja? Aussteigen. Stoppschilder des Heiligen Geistes in unserem Leben, der uns immer wieder zuwinkt und sagt, du hast noch die Möglichkeit auszusteigen, es zu stoppen. Aber irgendwann kommt der Point of no return. Dann kannst du nicht mehr aussteigen. Dann zieht es dich mit. Und du wirst sterben. Du wirst draufgehen dabei. Du wirst etwas Irreversibles tun. Das ist, Leute, es funktioniert schon von Anbeginn der Menschheit immer gleich. Es ist immer dasselbe Spielchen. Und es fängt ja mit Gedanken an. Es fängt ja mit Gedanken an. Die kommen wie, jemand hat das mal verglichen, Gedanken sind wie Züge, die kommen und die halten in deinem Kopfbahnhof. Gedanken halten in deinem Kopfbahnhof. Und jetzt ist die Frage, steige ich ein oder lasse ich den Zug einfach weiterfahren? Dass der Gedanke kommt, das ist normal. Das ist ganz normal. Gedanken, ja. Luther sagte mal, es ist normal, dass Vögel kommen und auf deinem Kopf. Ja, Gedanken sind wie Vögel, sagte er. Ja, er kannte den Zug, glaube ich, noch nicht. Aber wenn du Nester baust für diese Vögel, dann bleiben die natürlich. Wenn du einsteigst in den Zug, dann fährst du mit diesem Zug und dann später bringt es nicht zu sagen, oh, ich bin ja im falschen Zug. Wie bin ich denn da reingekommen? Jetzt habe ich eine Idee. Ich wechsle die Richtung. Ich laufe in die entgegengesetzte Richtung. Ich kehre um, oder? Nur es bringt nichts mehr, weil der Zug fährt weiter. Und er bringt dich an den Ort, wo du nicht hin willst. Oder doch? Irgendwann schon. Deswegen, David, steig aus. Steig aus diesen Gedanken. Kehre dieser Frau den Rücken. Und ruf einer deiner 7 Frauen an, die du hast. Und verbringe Zeit mit ihnen. Steig aus dem Boot. Steig aus diesem Gedanken. Und das ist ein erster wichtiger Punkt für uns heute. Am besten gar nicht einsteigen. Aber wenn du eingestiegen bist auf einen Gedanken, der dir nicht gut tut, auf einen Weg, der dir nicht gut tut, auf Menschen, die dir nicht gut tun, dann rechtzeitig aussteigen, bevor etwas passiert, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Der Prophet Nathan kommt zu David. David hat gedacht, das kriegt ja keiner mit. An der Front stirbt ein Mann, zufällig von der Bathseba und die ist ja jetzt frei.
Oh, was für ein Zufall. Das kriegt keiner mit. Ja. Dann kann ich sie ja zur Frau nehmen, zur achten Frau. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David, lesen wir in 2 Samuel 12. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, und David saß da auf seinem Thron, ich muss dir etwas erzählen. Ist immer gut, wenn du was zu erzählen hast, Nathan. Erzähl doch mal eine schöne Geschichte. Ja, ich habe eine schöne Geschichte für dich. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme besaß nichts außer einem kleinen Lamm. Er versorgte es liebevoll, zog es zusammen mit seinen Kindern groß und er durfte sogar aus dem Teller essen und aus dem Becher trinken. Des Nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Und eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten, aber er brachte es nicht über sich, etwas von seinen eigenen Schafen und Rindern zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. Jetzt sprang David auf von seinem Thrönchen. David wurde vom Zorn gepackt, brauste auf. So wahr der Herr lebt! Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann. Pause. Das Reden Gottes mitten in die Situation hinein. Du bist dieser Mann, du bist dieser Mensch, du hast das getan. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. So ist Gott. Wir denken immer, wir haben Mangel und müssen es uns selbst holen. Und vergessen, Gott zu fragen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wenn das so ist. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du das getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uria hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Und dann werden Konsequenzen aufgezählt. Dann kommen Konsequenzen. Das hat Folgen. Schuld hat Konsequenzen. Schuld hat Folgen. Das, was heimlich geschehen ist, wird öffentlich gemacht. Und es wird vor Gott gebracht. Ist das schlimm, was hier passiert, diese Situation? Nein, sie ist gut. Es ist Gnade, wenn das passiert. Es ist Gnade, wenn Gott zu dir kommt und den Finger in die Wunde legt und sagt, da stimmt etwas in deinem Leben nicht. Komm, es kommt ans Licht. Hier kommt alles ans Licht. Das ist Gnade. Und jetzt müssen wir was zu David sagen. Wie reagiert David darauf? Streitet er das ab? Redet er sich in Rage? Sagt er, Nathan, wer bist du? Ich bin der König, ich verurteile dich. Nein. Weil David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, tut er Buße nach dem Herzen Gottes. Er tut so richtig Buße. Buße ist so ein altes Wort, Buße. Aber es meint eigentlich Umkehr zu Gott. Es meint etwas bereuen, was man getan hat, wirklich zutiefst bereuen, nicht nur äußerlich. Es meint wirklich Gott Recht geben. Gott, ich kapituliere vor dir. Wir haben es vorhin gesungen. Es kam alles zum Ausdruck, dieses I surrender. Ich kapituliere vor dir. David tut das.
Und wie er kapituliert, das ist so richtig nach dem Herzen Gottes. Und er nutzt quasi diesen einen Moment, der da ist, diesen Lichtmoment und kapituliert sofort in Sack und Asche. Er tut Buße. Das Beste, was du tun kannst. Das Beste, was du tun kannst. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht, sondern steig aus. Kehr um. Tu Buße. Wie David. Auch wenn das nicht so schlimm ist, was David getan hat. Aber es kann schlimm werden. Steig aus. Buße tun wie David. Weißt du, was er getan hat? Er hat einen Psalm geschrieben. Psalm 51. Direkt aus seiner Feder aufs Papier. Ein Bußpsalm, den er geschrieben hat, nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam. Steht dort, Psalm 51, Vers 1. Und ihn zur Rede gestellt hatte, wegen der Schuld an Bathseba. Wollt ihr mal ein paar Verse hören aus Psalm 51? Ja, der ist richtig gut. Und weißt du was? Kleiner Tipp. Wenn es dir schwerfällt, so wie mir, manchmal in Worte zu fassen, Gott, es tut mir so leid, wie kann ich dir nur mit den richtigen Worten sagen, wie leid es mir tut? So Buße tun ist gar nicht so einfach. Wie machst du das? Wer von euch hat schon mal so richtig Buße getan? Ich auf alle Fälle. Wer noch? Oh, das sind wenige Menschen. Das sollte eine unserer Hauptcharaktereigenschaften sein. Buße tun, umkehren zu Jesus. Immer wieder. Ich muss das ständig tun. David auch. Sei mir gnädig, o Gott. Psalm 51. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Hier findest du Worte der Buße, die du nachbeten kannst. Nimm diesen Psalm 51 mit nach Hause und lerne, Buße zu tun. Wasche meine Schuld ganz von mir ab, reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen. Meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Interessant. Neben dieser horizontalen Wirkung von Schuld, dass da Menschen zu Schaden kommen, Uriah, Bathseba, David selbst, sein Königreich, seine Familie, gibt es immer eine vertikale Beziehungsstörung zu Gott. Gegen dich habe ich gesündigt, Gott. Also schlussendlich habe ich unsere Beziehung zerstört. Und das tut mir leid. Und so betet David diesen Psalm. Und dann kommt es zu Vers 12. Da sagt er, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Interessant. David geht davon aus, dass er den Heiligen Geist hat. Wir sind hier im Alten Testament, 1000 vor Christus, 1000 vor Pfingsten. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wow. Und noch etwas ganz Neutestamentliches, nämlich erschaffe in mir ein reines Herz. Dieses Wort erschaffen ist ein ganz besonderes Wort. Im Hebräischen steht dort das Wort bara. Bara. Und mein Theologielehrer für Altes Testament hat mir damals beigebracht, oder unserer Klasse, schaut in die Fußnote der Elberfelder Bibel, denn die hatte er immer geschrieben. Und da fand sich folgender Eintrag. Können wir das sehen? Ja. Und zwar von meinem Theologielehrer Bernd Brockhaus, der hat unten reingeschrieben, in der Elberfelder Bibel könnt ihr nachprüfen, es handelt sich um das Wort, das sonst von Gottes Schöpferhandeln gebraucht wird. 1. Mose 1, Vers 1. So, okay, wie? Ach so, in 1. Mose 1, Vers 1, Gott schuf, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde,
Da steht das gleiche Wort, bara. Und das benutzt David hier in Psalm 51. Erschaffe in mir, so wie du Himmel und Erde geschaffen hast, erschaffe in mir ein neues Herz. Weißt du, was dieses Wort bara im tiefsten bedeutet? Es handelt von Gottes Schöpfermacht. Denn am Anfang ist ja nichts gewesen. Und Gott schafft alles aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Gott braucht nichts, um etwas zu machen. Und deswegen sagt Luther, wenn du noch nicht nichts bist, dann kann Gott mit dir nichts anfangen. Okay, sagt David, ich bin nichts. Hier ist nichts. Gott, hier ist nichts in meinem Leben, wo du anknüpfen könntest und sagen könntest, das kriegen wir schon wieder hin. Es ist alles kaputt, es ist alles zerstört. Gott, du musst mir ein neues Herz erschaffen. Krass, oder? Gott kann das, ein neues Herz erschaffen. Übrigens, das ist total neutestamentlich. Denn wenn wir sagen, wir sind eine neue Schöpfung in Jesus, eine neue Kreatur, erschaffen zu seinem Bild, dann sind wir neu erschaffen. Und zwar aus dem Nichts, wusstest du das? Weil Gott das kann. Bara. Bara, in mir ein reines Herz. Es zeigt aber auch die Wucht und die Zerstörungskraft von Sünde und Schuld auf, dass es wirklich alles zerstört und kaputt macht. Und David sagt, Gott, du musst mich neu erschaffen. Ich bin so kaputt, ich habe alles kaputt gemacht. Bara in mir ein neues Herz. Und das kann Gott tun. Das kann Gott tun, auch mit dir, mit uns heute Morgen. In 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wie kannst du Gottes Vergebung erfahren? Es fängt an damit, dass du ehrlich wirst. Das heißt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es beginnt damit, dass wir ehrlich werden vor Gott und sagen, hier bin ich. Ja, wir müssen nichts erfinden, sondern ich glaube, heute Morgen spürst du, und wir haben jetzt gleich noch eine Zeit, auch mit der Band, wo du Zeit hast, vor Gott zu kommen und zu sagen, hier bin ich, Herr. Schau in mein Herz, ich werde ehrlich vor dir. Ich bekenne. Und dann ist er treu und gerecht, weil Jesus für alles bezahlt hat, Schuld und Sühne. Kann Gott dir vergeben, dich reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Ist das nicht genial? Kein Straflager in Sibirien. Schuld kann Folgen haben und Konsequenzen. Das ja. Das hat David auch erlebt, aber seine Schuld vor Gott wurde ihm vergeben. Und er war ein neuer Mensch. So betet Jesus auch im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und am Ende sagt Jesus, und das ist der nächste Schritt, einmal Schuld, die du bekennst vor Gott, und das andere ist aber auch Schuld, die du vergibst anderen. Da ist ein Zusammenhang. Jesus sagt, wenn du nicht bereit bist, deine Schuld zu vergeben oder die Schuld des anderen an dir so rum, wird auch Gott dir nicht vergeben. Oh, da gibt es viele Beispiele im Neuen Testament, wo diese Abhängigkeit deutlich gemacht wird. Denn wenn du nicht vergeben kannst, hast du nicht verstanden, wie sehr Gott dir vergeben hat. Deine astronomische Schuld vor Gott hat er dir vergeben. Und so kommen wir jetzt vor Gott. Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Es ging jetzt schnell, ja? Die halbe Stunde ging schnell rum. Das war wie ein Krimi. Aber jetzt ist Zeit. Ich glaube, wir haben genug gehört. Psalm 51. Und lasst uns jetzt vor Gott kommen, auch mit der Band zusammen. Und ich möchte uns da hineinleiten. Wir werden gleich auch nochmal zusammen singen, aber vorher nimm du dir jetzt Zeit für dich persönlich. So ein Nathan und David Moment.
der jetzt da ist. Gott vergibt dir deine astronomische Schuld. Da kommt ein Knecht zum König, der hat 10.000 Talente Schulden. Und wenn man das in heutige Währung übersetzt, in Matthäus 18, sind das 200.000 Jahreslöhne. Und dieser Knecht sagt, Gott, bitte, ich will dir alles zurückzahlen. Kann er gar nicht. Du kannst das nicht zurückzahlen. Du kannst deine Schuld nicht selbst tilgen. Sie ist astronomisch. Und dann heißt es, und der König stand auf von seinem Thron. Der wahre König. Und er sagt, ich habe Mitleid mit dir. Ich vergebe dir deine Schuld. Ich vergebe dir deine Schuld. Gott spricht dir das zu. Er hat es David zugesprochen, er spricht es uns zu. Ich vergebe dir deine Schuld. Und weil du Vergebung erlebt hast, weil du jetzt wieder neu Vergebung erlebst, kannst auch du vergeben. Und das ist für die Menschen jetzt heute, die spüren jetzt heute hier, da gibt es eine Situation, da gibt es etwas, was mir angetan wurde von einem Menschen. Meistens ist es ja so. Das kann ich nicht vergessen. Ja. Du musst mal mit einem Holocaust-Überlebenden sprechen, der wird dir genau das Gleiche sagen. Das wird er nie vergessen. Aber selbst Holocaust-Überlebende sagen, vergeben, das ist eine Sache. Und das kann ich tun. Dann trage ich diese Last nicht mehr mit mir. Diese Steine gebe ich weg. Ich will vergeben, auch wenn ich nicht vergessen kann. Und das kannst du tun, so wie Christus dir vergeben hat. So wie Christus dir vergeben hat, so kannst auch du lernen zu vergeben. Vater im Himmel, danke, dass du uns jetzt in diese Zeit hineinnimmst. Zeit mit dir, vertikal. Danke für deine Vergebung, die ich jeden Tag erleben darf, erfahren darf. Das ist nicht nur symbolisch, sondern das ist echt, es passiert wirklich. Danke, Jesus, dass du die Schuld bezahlt hast. Danke, dass Schuld und dass Sühne passiert ist und dass ich frei bin, frei sein darf von meiner Schuld. Danke, Jesus.